Ihr hört eine übergechaserte Auditie von dem jüdischen Kohl. Nicht telefonieren seid ihr so gut. You're hearing a repeat broadcast of the Yiddish Voice. No phone calls, please. Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das Jiddische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM, Brookline, Massachusetts. Wie euch auf der Internet jiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die heintige und amolige Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jiddischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite jiddishvoice.com und durch Twitter @TheYiddishVoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben auch von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Guten Abend, ihr hört das jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM Brookline. Das ist euch Meir David. A freilichen Purim euch alle. Wir präsentieren heute ein Interview mit Mike Burstein und wir wollen herumreden dem letztens herausgegebenen Megillah-Cycle, Megillah-Zyklus, was es hat gehabt seine Premiere vergangenen Sonntag, dem 21. Februar. In Zusammenhang mit Purim in kamat alle Jahren von seiner Existenz hat das jüdische Kohl sehr gern gespielt die wunderliche Musik von einem Schlager-Musical von die 60er Jahren, die Megillah von Itzik Manger. Basiert auf dem Buch Megillah-Lieder, geschrieben von Itzik Manger. Das Buch ist ein spielhaftig, anachronistisches Nussach, sei von Megillas Esther, sei von einem traditionellen Purim-Spiel. Das Buch ist herausgegeben in 1936 in Warschau. In dem Schlagermusical in die 60er Jahren hat sich beteiligt Mike in der imposanten Rolle von Faster Gosse, der Schneiderjung, wie euch der Narrator. Und die Musik, geschrieben von Dubi Seltzer, ist gewesen wunderlich schön. Zum Glück hat man herausgegeben die Musik auf Albumen, was wir spielen kamat bei allen Purims, wie gesagt, Adayim. Das Jahr haben wir ein Stückel Purim Matana gekriegt. Shane Baker, Executive Director von dem Jüdischen Kulturkongress, hat produziert ein neues Nussach von den Megillah-Lieder. Mike Burstein hat gemacht die Adoptierung für die heutigen Bedingungen von der Magefa Tekufa. Also soll sein zum Sehen wie ein Strom, heißt es auf YouTube, und kein physischen Kontakt zwischen Menschen. Burstein allein hat eine lange und tiefe Verbindung mit dem Material von Mangas Megillah-Lieder. Und mit Mangan allein, wie wird sich Mistam allein überzeugen, wenn ihr wird hören unser längeren Schmus mit ihm. Für weitere Informationen und zu sehen dem Strom, wendet sich zum Kulturkongresses Website congressforjewishculture.org. Wir von dem jüdischen Kohl haben geredet mit Mike Burstein nächten dem 23. Februar auf Zoom. Es haben sich beteiligt unsere teure Mitanführer von dem Programm, das jüdische Kohl Sholem Beinfeld, Professor von Geschichte, und David Brown, der bekannte Jiddisch-Gelernte. Unser Schmus ist gewesen längerer und der Fall wird hören dem ersten Teil heint Abend und dem zweiten Teil über 8 Tage. Wir wollen haben ein bisschen Zeit beim Ende vom Programm zu hören eine Annonce von Kolja Bordulen und zu hören passige Jiddisch Musik. Wir fangen an mit dem Interview
Hört zuerst einen kurzen Auszug von einer Szene mit Mike Burstein in der Rolle von Narrator und Achashverosh und mit Avi Hoffman wie Homan Harosha. Hatanoa. The story quickens and the plot thickens. The king is sitting and twiddling his thumbs with his ministers and other high-class bums. What are they doing? What do you think? They drink. The king is woozy, his lips are loose. My queen is a plump little goose. I am the king, so I get the best, a bosom like a little treasure chest. You may as well all know this fact. My queen Vashti is really stacked. So Haman wheedles, is that a fact? I never saw a queen who was stacked. To show us would be better than to tell us. Bring her here naked, so we'll really be jealous. Oh, that Haman. He bends over double just to make trouble. Zog der Melech Schicker, die Augen voll mit Tränen. Die Malche Vashti scheint wie der lichtige Morgenstern. Zwei Zeppes die Knie, in a Leib weiß wie Schnee, in Augen ist a pur, Chotsch geh euch noch seh. Schmeichelt Hummen Chitre. Fute König, du mein, los de Malke kimmen, a nackete Zigein, wenn die alle Srures, der hochgestellte Parscheunen, sehen ihr Schönheit in Gaffen und Steunen. Zog der Melech Schicker. Denn das ist mein Begehr. Die Malke soll täglich kommen, a nacket daher. Okay, Mark, wenn du willst, Okay. Ich bin bereit. Ich will beten, Sholem soll anheben. Sholem hat erst gesehen, euer Stück, euer fantastische Pièce auf YouTube. Und ist gewähnt der, was hat sich bekannt mit Mangers Megillah, der erste. Sholem? Nu, fantastisches Tage das Wort. Das ist ein Ausnahme, ein sehr jüdischer Moment mit so viel Talent. Nicht die Akteuren versteht sich und Mangers Lieder versteht sich, aber auch der Regisseur. Und ja, und es ist gewinn Poshet Chaya auf dem zu gucken. Aber ich weiß, dass das ist eine lange Meise. Deine Verbindung mit Mangers Megillah-Lieder. Weil ich weiß, ich gedenke, es ist sehr populär, die Rekordierung, was man gemacht hat, sucht sich in die 60er Jahren. Von der Burstein-Mischpoche und Mangers Megillah-Lieder. Also es ist eine Mischpoche-Tradition von Pesach Burstein und Lillian Lux. Ich denke, sie sehr gut. Sie sind eine Hassene in Städtel mit Jahren und Jahren zurück und war der Anor gehabt. Also als nu, ich habe ein paar Fragen für dich. Erstens, das ist gewesen, was man ruft, eine virtuelle Aufführung, nicht für keinen lebendigen Euro. Und macht es schwerer zu spielen, die alle Rollen, oder nein? Koidem Kol bin ich sehr zufrieden, als wir kennen sich durchreden auf Mama Luschen mit uns alle. In der Entfer ist, wie Manger sucht in der Megille, es macht es I geringer, I schwerer. Das einsame Vogeln im Weg. Das ist, was der Gosse sucht. Das ist gewesen I geringer, I schwerer, weil die originelle Idee ist gekommen von Shane Baker, von dem Kongress. Wir haben früher zusammen aufgeführt dem D-Book und das ist gewesen ein Experiment
das zu machen auf virtually, wenn man sagt, auf Zoom. Leider ist es eine Uhrzeit, wo wir können nicht auftreten zusammen, wir können nicht lebendig auftreten. Der Gedanke ist gekommen nach dem Debug, öfter können wir aufführen noch als eine Zoom-Production in der Megille. Ich habe bald gesagt, dass es ein wunderbarer Gedanke, aber die Megille von Itzik Banger, wie man hat es aufgeführt in 1965 in Israel, und das hat auch gemacht eine Revolution, wie sich gegen Jiddisch in Israel, weil bis der Megille, weißt du doch allein, hat man gekickt auf Jiddisch, nicht als ein wunderbare Eufen, die unsere Manhegim haben gewollt, die Welt soll werden, die offizielle Sprache. In Jiddisch ist gewähnt das Stiefkind, mit Meure gehabt, Jiddisch soll übernehmen. In 1965 hat man aufgeführt, in Daske Zabres, was haben beschlossen, als wir können Manga nicht übersetzen auf Hebräisch. Es ist nicht möglich. Aufzuführen die Megille auf Jiddisch, in machen eine musikalische Aufnahme von der Megille. Dov Seltzer hat geschrieben die Musik. Und es ist gewesen als ein Success, was bis in heutigen Tag sagt man, als das hat verandert die Aufnahme von Jiddisch in Israel. In meiner Sprache, mein Tate, meine Mama und ich, sind gefahren mit der Megille über die ganze Welt. Ist gekommen in Broadway in 1969. In Israel haben wir das auch geführt mit Narration von Chaim Cheffer, der größte hebräische Dichter, Poet, was hat geschrieben zwischen die jüdische Poemen von Manger. In Mangers Steiger hat geschrieben Ivrit, wie kann ich sagen, Narration, Japanisch? Nee, das kann ich nicht Japanisch. Narratie, ich weiß nicht, du hast ein Wort. Nur mal das riefen Narratie. In New York, wenn wir sind in Broadway, hat man es gedacht, auf Englisch. In unser Masel ist gewesen ein wunderbarer jüdischer Poet, Joe Darian. Ist berühmt geworden für die Lyrics von Man of La Mancha. Und ist gewesen ein Jüdischist und hat geschrieben englische Narration. Habe ich beschlossen, als die Megille, wie man das aufgeführt, als eine musikalische Aufführung, ist nicht gewesen möglich. Zoom ist sehr schwer, weil jeder einer sitzt bei sich in der Heim. Man hat nicht den Maßstab, in das Geld, reinzugehen in ein Studio und aufnehmen die Musik, in die Artisten sollen euch kennen, reingehen ins Studio. Es ist nicht gewesen möglich als eine Musiker Aufführung. Aber ich habe gesagt, Jane, wo sollen wir nicht nehmen, zurückgehen zum Original, zu die jüdische Poemes, Megille, Itzik Bangers Megille-Lieder. Und lassen wir probieren, das aufzubauen als Zoom-Aufführung. Und so hat sich angefangen, sehr bescheiden, weil wir haben gemeint, weil wir nur beten der Artisten, jeder einer bei sich in der Heim, soll mitnehmen, mitteilen sich in dem Zoom, jeder einer in sein Kästele, also wie wir sind jetzt auf dem Zoom, was wir sind jetzt, beteiligen sich. Aber zu bislich habe ich verstanden, als ich will, das darf sein mehr. Ob wir machen schon Mangas Megille, darf man es machen, als sie soll nicht nur geht sein zum Euer, nur euch zu den Augen. Also zu bislich haben wir angefangen zu arbeiten mit einer wunderbaren
Technician und a Musiker, Uri, was hat, ich gebe ihm den ganzen Kredit, alle Ideen, was ich gehabt, hat ausgeführt. Zum Beispiel jeder einer von, Koidem Kol habe ich gehabt Masel mit den Artisten, was ich habe gebeten, sie sollen mitteilen sich, wunderbare Artisten. Ich habe beschlossen, als wir sollen nutzen den Woliner Dialekt für unsere Megille. Die originelle Megille von Itzik Manger in Israel gewesen mit einem litwischen, literarischen Dialekt. Aber ich habe beschlossen zu nutzen den Dialekt, was man allemal genutzt im jüdischen Theater bei uns, wenn ich bin aufgezogen in jüdischen Theater, in populären jüdischen Theater, hat man gerät mit dem Woliner Dialekt. Ist koidem kol die Artisten, und ich bin sehr dankbar, sind wunderbar gewesen. Und zweitens, die technische Seite. Uri Schretter. Entschuldigt? Uri Schretter. Uri Schretter, Ja. Entschuldigt, ja. Uri Schretter. Hat euch komposiert musikalische Begleitungen. Ich habe beschlossen, zum Beispiel, als jeder eine von den Charaktere soll haben sein eigener Kulier, Background Color. Und das darf sein Virtual Backgrounds. Und das ist gewesen ganz schwer, als jeder eine soll kennen, was ich in daheim auf sehr Computer kriegen die Virtual Backgrounds. Und das ist gewesen a Challenge, aber ein Ziel in Mottes durchgeführt, als zum Beispiel Esther de Green mit sie, aber beschlossen, ihr Kulier darf sein Green, der Melech darf sein Purple, weil ist ein Melech, und so weiter und so weiter. Also jeder einer hat gehabt sein Kulier, jeder einer hat gehabt ein Stückchen Musik, was hat bedeutet sein Charakter. Und das ist also dank Uri. Wir haben euch gehabt, was heißt Paper Cuts, was hat euch ein bisschen bescheint die Szene. Ich muss geben Kredit an meinen Chava Adam Whiteman. Oh ja. Die schöne Papierschnitt. Sehr passiert. Ich muss sagen, wir suchen allemal, als alles ist in the details. Und zu bisslich, die alle kleinen Details haben aufgeführt a sehr wunderbare complete a ganze complete production. Ich krieg von Menschen über die ganze Welt jetzt solche wunderbare Komplimenten. Euch die englische Joe Darian Narration, wo sich beschlossen, jedes Mal zu benutzen, das gibt sie ja so viel. In euch, Shane Baker hat geschrieben, die Closed Captions, als wer es hat gewollt und wer es will, kann euch lernen, das englische Closed Captions, und ich weiß schon, was gewollt sagen, etwas wegen dem. Es ist herausgekommen Sonntag, dem 21. Und es ist geblieben auf YouTube. Also, als wer es will noch sehen, wer es hat nicht gehabt, die Gelegenheit zu sehen, in der Megille. Ich lade ein, ihr sollt gehen auf YouTube, in das euch, ich bete, ihr sollt euch erzählen an eure Freunde, als Menschen sollen kennen, an nur haben für unsere Megille. Das ist eine lange Antwort zu einer kurzen Frage. Ich will Tage sagen wegen die Untertiteln, also die sind gelungen. Ich bin gewohnt am Maven auf Untertiteln und ich weiß, als wir können Kalje machen, jüdischen Film mit den Untertiteln allein. Aber das mal ist... Ja, Shane Baker wird nicht Kalje machen. Ich will sagen, dass die englische Narration, die Grammen
die Purim-Grammen auf Englisch, die Übersetzung ist gewesen eine goldene. Ja. Ich habe zum ersten Mal im Leben gefühlt, als ich höre Mangern durch Englisch. Und Manger ist doch so spezifisch Jiddisch, aber da habe ich einen Tag gehört auf Englisch euch. Es hat nicht geschaut. Das ist Joe Darian. Wir haben, Euch ja, gezeichnet. zum Anfang habe ich nicht geglaubt, als wir können sie gefunden, weil wir reden von 1969 auf die Aufnahme auf die Platten, die Aufnahme, was man gemacht hat, dann CBS hat herausgegeben eine Platte von der Megille. Dort ist du ein paar von Joe Darians Introductions. Aber die ganze Megille, was hat geschrieben, alle Introductions, haben wir nicht gefunden. Man hat nicht gefunden. Ich habe beschlossen, öfter soll ich schreiben, ein paar Wörter auf Englisch, sie soll reinführen, jede Poeme. Aber und das ist gewesen beschert. Ich glaube, als etwas ist beschert, ist von Anfang bis zum Schluss. Wir haben gefunden, als in Deutschland hat man herausgegeben eine Edition von Itzik Mangas Megille-Lieder zusammen mit Joe Darians englische Narration. Es ist ein Buch, das wir haben gefunden. Efter kennt ihr das. In unser Masel ist dort gewesen alle von Joe Darians Narration. Und es ist prachtig, weil hat verstanden, er hat uns gegeben eine Anglo-Saxon Übersetzung oder Adaptation. Es ist das Nächste, was wir kennen, zu Mangas spezielle Wörter. Absolut Masken, ja. Äußergewöhnlich gelungen. Und ich will euch sagen, als die Kostümen, das heißt die kleine Brecklach-Kostüme, sind euch sehr gelungen. Haben mit einem Hammentasch Hitler und Chashverisch mit der Reuter Noz und so weiter. Die alle, ein Punkt wie die Musik, hat es gegeben, jeden von den Charakteren einen gewissen Tam und das hat dann einen Platz von Emisse-Kostümen. Das ist auch gelungen. Es ist gewesen kleine Sachen, aber es ist gewesen in dem Tam von einem Purim-Spiel. Weil die Purim-Spiel, also wenn man aufgeführt hat, Purim-Spiel, ist das haben sie gehabt. So gab eine Nuss mit der Berdel, mit der Hittel. Und das ist gewesen in dem Style von Mangas. Das habe ich gesucht beim Umfang. When the tailors of Itzik Manger's shtetl tell the story, it's told as it ought to be told. Es ist doch schwer zu übersetzen Manga bichlal, aber was hat aufgetan, reinstellen die historische Charakters von der Megille in Schneidergesellen, in einer Schneiderei, in einer kleinen Polischstädtel, das ist genial. Und das hat gerät zum Volk, zum jüdischen Volk, wenn sie da rausgekommen, sie rät noch zu uns heim. Ja, das versteht sich alle seine Chumash-Lieder, nicht bloß die Megille. Shalom, ich hoffe, als das Kimmendicke, weil ich habe schon gehabt, ein bisschen ein Tam von dem, ist, ich glaube und ich hoffe, öfter, die Kimmendicke soll sein der Chemischlieder von Mangel. Wir sollen können dasselbe aufziehen mit den Chemischlieder. Das ist jetzt
mein Gedanke. Das wird gewinnen genial. Ja, ich habe auch viele gedacht, mir wird das doch gekannt tun. Und euch, Punkt wie die Megille, was wir kennen, wir wissen, wer es ist Achashverosh, wir wissen, wer es ist Haman und Mordechai, wir wissen, wer es ist Jakob, wer es ist Avram und wer es ist Sora und so weiter. Also es wird haben im selben Tam, versteht sich aufeinander öffnen. Nur ich verlasse ich auf dir, als mit das machen gut und mit das machen soll sein auf dem Berliner Akzent. Ich bin Maskemader, aber es passt sich zu der Megille. Der Berliner Akzent, was ist mehr weniger neutral. Es ist nicht kein Litwisch und es ist nicht Potemome und es ist nicht Guy und Stei. Es ist inmitten. Aber entschuldige, ich will so bemerken, als ich habe gelost, Avi Hoffmann, soll ein bisschen nützen dem Galizianer-Dialekt verhummen. Ich habe beschlossen, als Hummen Arusche, kennen sie einen Galizianer. Ich will nicht sagen, als Galizianer sind Auswurfs, aber es ist ein bisschen komischer, wir haben beschlossen, Hummen kann sein ein bisschen anders, weil ist doch folglich kein Jid, und kann reden ein bisschen Galizianisch. Ich meine, es ist ganz klar, als Manger allein hat gewollt, als das polnische Jiddisch soll ein bisschen sein vertrauten in die Megille-Lieder. Das ist ganz klar. Also es gewinnt Punkt auf den Ort. Die alle Brotim haben sich gelost fühlen und seine gewinnt Punkt auf den Ort. Ich bin Maskin. Und ihr wisst doch, als ich habe gehabt im größten Glück in Masel in Covid, wenn in 1965, wenn wir aufgeführt die Megille, in Manger ist schon gemacht gewesen, vergessen. Und wir haben ihn gebracht in Yisroel. Und ist gekommen zu der Vorstellung. Ist aufgekommen auf der Bühne. Und wir haben ihn begleitet für ein paar Wochen. Genia, sein Weib, ist auch gekommen mit ihm. Genia Manger. Ich habe gefühlt, als hat zu mir gehabt, ein bisschen eine spezielle, wie soll ich sagen, ein spezielles Gefühl, weil ich glaube, als Manger hat fast Rigossen geschrieben, als autobiografisch. Ich denke, als fast Rigosse ist Manger. Und ich bin gewesen sein fast Rigosse. Ich bin gewesen dann 24, wie alt bin ich gewesen? Nein, 20 Jahre alt. Hat zu mir gehabt, ein spezieller Zugang. Ihr seid gewinnt sein alter Ego. Ja. Ich gedenke, wir pflegen gehen in die Gasse, er ist schon gewinnt ganz schwach mit der Stecken in der Hand. Ich pflege ihm halten der Hand. Sie gewinnt, und das hat ihm aufgelebt, weil mit Amol ist geworden ein Held in Israel. Alle haben schon gewiss, wer Yitzhak Manger ist. Das hat ihm gegeben a new life, a new lease on life. A kurze new life, aber a new life. Absolutely. Und der Manga-Preis hat allein bekommen. In mein Tat hat gekriegt euch den Manga-Preis. Ja. Das hat Sholem Rosenfeld hat Oliver Sholem hat den Manga-Preis umgefangen. Ich glaube, dass der erste gewesen Manga und der zweite gewesen mein Tat hat gekriegt den Manga-Preis. Und der Mann hat gesagt, jetzt ist gegangen in dem Hand im Stecken eine von Mangas wunderbare Poemen ist, habe sich jahrelang gewalget in der Fremd, jetzt geht es auf Walgen bei sich in der Heim. Mit in dem Hand im Stecken, wie kann er sein und den? Manga ist Manga, was kann man sagen? Manga ist Manga. Ich gedenke mit der etliche Jahre früher, 1961, ist wie ich habe dir gesagt, er ist gekommen in Harvard zu Gast. Und mit einem Abend war ihm in Hillel gebracht
Ravet und ich bin gewesen von die Gezelte, was wir gewesen in dem Eulen. Es ist gewesen ein kleiner Eulen, er ist gesessen, er hat getrunken und gerechnet. Ja. Und erzählt, als man noch da haben die die polnische Regierung im Verbeten zu kommen zurück im Warschau mit dem Geben Adire und so weiter. Hat er gesagt, gib mir 1 Million polnische. Habe ich verstanden, dass es ein verlorener Mensch und mit 4 Jahren später ist er heimgekommen und das ist ein Dank euch, die Stimmaussprache, das ist ein sehr größer Aufzug. Aber man kann euch verjüdischen. Das ist gewesen an Bekehrnis. Ein Bekehrnis, ja. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die 2 Mischugoyim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Call auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Ihr hört eine übergehaserte Audition von dem jüdischen Call. Nicht telefonieren seid ihr so gut. You're hearing a repeat broadcast of the Yiddish Voice. No phone calls, please. Chushevel Zioer, du redest Yankele Bodo von Israel. Das ist das jüdische Call von Boston. Ich will sein zufrieden, weil wir wird mich ehren. Und ich will sein zufrieden, weil wir wird mir schreiben. Sie hat mich geehrt, sie hat mich gesehen. Und ihr könnt mich treffen im Internet. Und ich will sein zufrieden, weil wir werden sich wiedersehen. Mike, könnt ihr geben einen kurzen Reinführ zu der Geschichte? Wie ist gekommen, der Gedanke und die Produktion von Mangas Megillah in Israel auf der Bühne? In Israel sind wir haben aufgeführt 12 musikalische Vorstellungen. Wenn wir sind gekommen in Israel, wenn ich sage, ich mit meiner Sprache, der Tate, der Mama, meine Schwester, in mir haben aufgeführt unsere musikalische Operettes, Vorstellungen, sehr populäre, was mein Tate ist gewesen, sehr berühmt, noch in Polen, die Vorstellungen, zum Beispiel, was schon hat bemerkt, Achassin Städtel, der Komödiant, also 12 Vorstellungen. In einem gewissen Tag ist gekommen zu mir Shmuel Bunim, wo sie gewesen ein größer Regisseur im Kamertheater, zusammen mit Yankele Agbon, ein Producer, Chaim Chefer und Dan Ben Amotz, größer Dichter, größer Schreiber, Yisroel Dike Chevre. Dan ist dafür geboren geworden in Russland, aber gewesen ein Zaber, ein mangerischer Schreiber, in Amikan Gurevich, Publisher, sie sind gekommen und haben gesagt, als wir wollen aufstellen die Megillah von Itzik Manger als eine musikalische. Wir haben Manga sehr lieb, wir haben beschlossen, wir haben geredet auf Ivrit, wir haben beschlossen, als Manga können wir nicht, man probiert, wir können nicht übersetzen. Chaim Chefer wird schreiben, narration auf Ivrit, aber man will es auch hier auf Jiddisch. In Bunim hat schon angefangen zu machen Probe mit Akteuren von Habima. Shmuel Rudensky, Klatschkin, Shmulik Segal, berühmte große Künstler von Habima. Und hat beschlossen, noch etliche Wochen, als sie nicht das. Als sie reden Tage Jiddisch und sie reden Jiddisch von daheim. Aber sie liegt sie nicht im Mäuel. Von dem darf man haben jiddische Akteuren. Ist gekommen, Bunim hat ihm gebracht, zu sehen eine von unseren Vorstellungen. Und das ist Jossele Bergner. Jossele Bergner ist gewesen einer von den größten Mullers, Artisten, was wir haben gehabt. In sein Tate ist gewesen Melech Ravitch. In Melech Ravitch ist gewesen ein Freund von meinen Taten.
noch in Polen. In Bunim, Josla Bergner hat gesagt, Bunim, die willst sehen, jüdische Akteuren? Kim, ich will dann nehmen sehen, eine Vorstellung. Und hat Bunim gebracht, zu sehen, eine Vorstellung von ihm, der Chassani Städtel. In Bunim hat aufgeöffnet die Augen und hat gesagt, du sind die Akteuren, wo sich da haben. Sie sind gekommen zu mir und sie haben gesagt, wir wollen, als ihr sollt mit teilnehmen in der Megille, die in dein Tate, dein Mama und deine Schwester. Bin ich gekommen zum Taten. In der Tate hat gesagt, bist du mich geworden? Wir gehen spielen, Itzig Mangel. Wir haben so viel Erfolg, schon 12 Vorstellungen, als der Mischbuche Burstein, mit unseren musikalischen Pjessen, wo sind volkstimmlich, für den Volk. Unser Eulam wird es nicht verstehen. Das ist eine literarische Sache. In der Tat ist gewähnt gegen den. Zum Sof habe ich ihm eingerät und ich habe ihm gesagt, lass mal probieren, was kannst du verlieren. Ich habe mir angefangen machen Probe. Und meine Schwester hat schon Chassani gehabt und sie hat nicht gewollt spielen. Hat man gefunden Perle Mager, eine jüdische Aktrice, und Sische Gold, ein wunderbarer jüdischer Akteur, was der Tat hat noch gekannt in Polen, ein Komiker, so spielen wir Roman Arusche. In der letztere gewesen ein junger Mann von Polen, von Ida Kaminskis Theater, ein neuer Emigrant in Israel. Wir haben gemacht Probe. In der ersten Vorstellungen haben wir angefangen, für eine Monatszeit probieren in verschiedenen Städten, nicht in Tel Aviv, als Trials, Preview-Vorstellungen. In der ersten Vorstellungen sind gesessen im Saal öfter 10 Menschen. In mein Tate gekommen zu mir und gesagt, was hast du gebracht auf uns an Hinblick? Das ist nicht für unser Eulam, weil die jüdische Eulam gekommen in bald verstehen, dass das nicht die Vorstellung, sie sind nicht sie gewohnt. Und das ist schon gewesen mit der Musik, mit Dubi Seltz als Musiker, mit Musik, ja, schon mit Musik, wunderbare Musik. Aber es ist gewesen eine Commedia dell'arte. Es ist gewesen ein Pirenspiel. Das heißt, wir haben nicht gehabt in Kostümen. Man hat nicht gebeten, die Kostümen. Es ist nicht gewesen in Dekoration auf der Bühne. Es ist gewesen ein paar Feuerhangen. In Bunim hat es gestellt als eine Commedia dell'arte. Als ein Pirenspiel. Das heißt, sie beiden Charakter von Mordche zu dem Melech Achashverosh hat der Tate von Mordche ungetein a Bowlerhut mit Brillen und hat gedacht mit der Berdele und als gedacht spielen Achashverosh, ein paar Minuten später hat das auch genommen und ungetein ein Zylinder mit der Reutenus. Unser Publikum hat es nicht verstanden. Man vielleicht sagen, wo es Burstein kann ich da reingehen in die Garderobe, in so Beiten, er darf es stehen auf der Bühne. Sie können nicht gucken, eine Dekoration für. Und wie ist die Kalle in der Mame, in der Jesäume, wo es geht verloren, in der Chassene zum Sof. So haben wir es nicht verstanden. In mein Tate, ich gewesen, hätte nicht gewiss, was zu tun. In Yankele Agbon soll sich nie, ist gestorben mit ein paar Monaten zurück. Hat gesagt zum Taten, Mr. Burstein, ihr versteht nicht, geht in so Monat Zeit. Ihr werdet sehen, ich weiß, was wird passieren. Geht in so Monat Zeit, hat nicht Verrebel, hat nicht Meure. Lass mir machen einen Monat, probieren, über die Provinz und dann werden wir öffnen in Tel Aviv. In der Säule ist es Tage gewesen, eine Monatszeit, unser Publikum ist nicht gekommen. Sie sind gekommen, ein paar, von Ivrit-Theater sehen, Ivrit-Publikum.
Gott hat geholfen, als die erste Vorstellung, die Premiere, ist gewesen in Jaffo, in Hammam, a Schwitzburg, in Jaffo. In dort gewesen, wie man vielleicht aufführen, verschiedene originelle Vorstellungen. Camera Theaters. In Sitaki gewesen a Schwitzburg. Menschen sind gesessen auf keine Bänkelach. Efter 150 Menschen sind allein. In das gewesen die Premiere in Tel Aviv. Zum Morgens sind herausgekommen, als solche Reviews, als solche, ich kann es viele nicht beschreiben, die Redaktions, Mariv, Yediot Achronot, Haaretz, alle israelische Zeitungen in Schreiben, sind herausgekommen mit solche Shirei Hallel, als das ist die größte Vorstellung, was es einmal gewesen in Israel, nicht nur auf Jiddisch, nur auf Ivrit. Und von dem Moment an, den nächsten Tag, ich gedenke, wir sind gekommen, dann haben wir gespielt in Jaffo die ganze Zeit. Wir sind gekommen in Jaffo. In Jaffo gewesen auf ein bisschen ein Bar, noch gedacht, darauf gehen, ein bisschen auf ein Bergerle. Sie gestanden hunderte Menschen. In a viele, der Tate fragt so, in se Jiderlach, in so haben gefragt, wie du der Schwitzburg? Wie geht man du zum Schwitzburg? Von dem Moment an haben wir gespielt zu viele Häuser über 800 Mal in 1965. 800 Mal die Megille in Yisroel allein. Und von dort hat man uns gebracht in Argentinien. Und von Argentinien in Broadway. In Canada. And the rest is history. Aber das ist gewesen ein Experiment, was mein Tate sich rein in der Woche hat so Meure gehabt, als ich habe auf ihm gebracht an Englisch. Was hast du gewollt? Wir sind gewesen so successful mit unserer Vorstellung. Hast du mir gedacht, bringen eine literarische Manga. Aber das ist gewesen eine historische Beschließung, weil ja, es ist doch gekommen, Golda Meir. Wer ist nicht gekommen? Golda, in Rabin, in viele Moshe Dayan, sie gewesen die populärste, und dann ist gewesen, demselben Jahr, gewesen ein internationaler Theaterkongress in Israel. Delegaten von über der ganzen Welt von Theater, Regisseuren, Producers, sie alle sind gekommen sein in der Vorstellung. Und sie haben beschlossen zum Sof, als die Begille von Itzig Manger, haben sie beschlossen als die beste Vorstellung von dem Kongress in Israel. Eine jiddische Vorstellung. Efter kannst du uns ein bisschen erzählen wegen deiner Kindheit, weil du bist ein Kind von 8 Jahren, wie du sagst, sie haben gewandert als Manga über der Welt. Und die Kinder, versteht ihr, mitgenommen mit sich. Ich meine, das ist gewesen eine spezielle Kindheit, nicht eine Kindheit. Erzählt uns wegen wo bist du gegangen in Schule? Und, also, nicht nur eine spezielle Kindheit, eine originelle Kindheit. Ich bin geboren, meine Schwestern sind geboren in New York. Und bis wir sind gewesen 7 Jahre alt, ist der Tate und der Mami. Das ist ein Zwilling, soll man wissen. Ein Zwilling, ja, meine Schwestern sind ein Zwilling. Und die Eltern haben gespielt Jiddisch Theater über die ganze Welt. Sie haben gedacht fuhren. Sie haben gespielt in New York. Und dann in die Jahren ist gewesen in New York, bis die Jahren sind gewesen 14 jiddische Theaters in New York allein. Es sind gewesen jiddische Theaters in Philadelphia, in Boston, in Chicago, über ganz Amerika. Und sie haben gedacht, spielen in Fuhren. Und meine Schwester und ich sind geblieben mit unserer Seidebabbe.
sehr Machten gegeben auf uns, wenn die Eltern sind nicht gewesen. In 1952 hat der Tate gekriegt eine Einladung zurückzukommen in Durham, Amerika, in Argentinien, für eine Saison, weil Zimmerzeit in Amerika, in New York, hat man nicht gespielt, jüdisch Theater, aber Zimmer in Argentinien gewinnt Winter, ist jüdische Artisten pflegen fuhren, jeden Zimmer pflegt man fuhren auf eine Saison in Durham, Amerika. Aber ich und meine Schwester sind schon 7 Jahre alt. Und die Eltern haben beschlossen, als sie wollen nicht überlassen, die Kinder mehr. Wir dürfen sein, eine Sprache darf sein zusammen. Und wir sind gefahren zusammen mit sie in Argentinien. In Argentinien sind wir gekommen und haben uns reingestellt in Judla mit Peretz Schule, weil in jenen Jahren hat man, das gewesen, bloß etliche Jahre nach dem Aufstand von Medinas Yisroel, in die jüdischen Schulen über der Welt hat man nicht gelernt Ivrit. Meistens hat man gelernt Jiddisch. In Buenos Aires haben wir gelernt einen halben Tag Spanisch und einen halben Tag Jiddisch. Also habe ich gelernt Jiddisch, in gelernt Jiddisch zu spielen Theater, wenn der Tate, wir pflegen gehen sehen, dem Taten mit der Mama, in die Vorstellungen, und ich habe gekannt im ganzen Repertoire, alle Lieder, und ich habe gekannt singen, meine Schwester und ich. Und wir pflegen einmal raufgehen auf der Bühne in Buenos Aires und mitsingen mit den Eltern. Mein Tate ist gewinnt kein Narr, hat gesehen, als das Publikum hat lieb Kinder auf der Bühne, und hat beschlossen, lass mir schreiben kleine Rollen für die Kinder, sollen sie euch mitspielen, also sie sind doch mit uns. So habe ich angefangen meine Karriere, ich war 7 Jahre alt, in der Früh pflegen wir gehen in die Schule, und bei Nacht pflegen wir auftreten mit den Eltern. Und von Argentinien sind wir gefahren in Chile, Uruguay, Brasil, in jedem Land haben wir gespielt. Ich habe oft gehabt neue Sprachen, in Brasil Portugiesisch, Argentinien Spanisch. Von dort sind wir gefahren in Paris, in Frankreich. Ich habe gespielt jüdisch Theater 6 Monate in Paris, aber ich bin gegangen in die Schule dort, habe gelernt Französisch. Danach sind wir gekommen in Israel in 1954. Bin ich gegangen in die Schule, gelernt Ivrit. Ich habe gespielt jüdisch Theater für knapp 2 Jahre. Aber sie sind nicht gegangen gering. Man hat nicht gewollt jüdisch Theater in jenen Jahren in Israel. Man hat uns gemacht große Schwierigkeiten. In der Tat hat beschlossen, noch 1 Jahr und ein halb, dass wir will es nicht. Sind wir zurückgefahren in Amerika. Von dort in Durham, Afrika. Wir haben gespielt jüdisch Theater in Durham, Afrika. In 1970 haben wir gebracht die Megille in Johannesburg, in Cape Town euch. Ist also meine Karriere ist gewesen in jüdischen Theater bis 1965, wenn die Megille, mir haben aufgeführt die Megille, es ist gekommen sein, die Megille, Regisseur mit dem Namen Yisroel Becker von Habima. Und Becker ist noch die Melchume gekommen in Yisroel, und gewesen ein Akteur in Habima, und zusammen mit Mordechai Navon, was gewesen der Eigentümer von Ulpanei Geva Films, der Studio in Yisroel. Und sie haben beschlossen, aufzuführen einen musikalischen Film von 2 Kuni Lemmel, Goldfarbens Kuni Lemmel. Sie sind gekommen, sehen die Megille. Sie haben mich gesehen in der Megille und sie haben beschlossen, als sie wollen mir engagieren, ich soll spielen beide Rollen in Kuni Lemmel. Und das hat verändert mein Leben und meine Karriere, weil der Film ist rausgekommen in 1966. Auf Ivrit? Auf Ivrit, sicher. Der erste israelische Film in Technicolor, CinemaScope
musikalisch. Die Musik haben wir aufgenommen mit dem Israel Philharmonischen Orchester. Und das ist geworden der größte Success. In 1966 in ich gewinnt in Television in Israel. Sie gewinnt 3 Millionen Einwohner. In 1,5 Millionen sind gegangen in Kuni Lemmel. Und das hat mich zum Morgens gemacht, Star in Israel, nicht nur im jüdischen Theater, nur als ein israeliger Akteur. Und das hat gebeten mein Leben und meine Karriere. Von Demelston ist, wie es sollte ich gehen und gefunden ein Israeliker und suchen meinen Namen, weil sie suchen Kuni Lemmel. Kuni Lemmel bin ich geworden. Und wir haben dann gefilmiert, es ist rausgegeben noch 2 Films, Kuni Lemmel in Tel Aviv, Kuni Lemmel in Kairo. Dann habe ich angefangen meine Karriere in israelischen Film. Wir haben aufgeführt einen wunderbaren musikalischen Film mit dem Namen Herschele, wegen einem russischen Immigrant von Russland in Israel. Also ist meine Karriere gebeten geworden von Jiddisch, und leider aber gemisst überlassen die Familie Company in wegen auf meine eigenen Karriere. Sie gewinnt schwer, weil ich habe gelassen die Eltern allein und sie nicht gewinnt gering für sie umzugehen und mir. Aber das ist gewinnt der Umfang für meine internationale Karriere. Victim of your own success. Ja, es ist ein langer Meise, nachdem Sachen, was ich habe getan in Israel, dennoch habe ich gehabt Televisionprogramme in Holland vor etliche Jahren. Ja, und von dort bin ich gekommen in New York, noch ein Jahre 1981. Und ich habe übergenommen eine große Broadway-Musical Barnum. Und das hat mich zurückgebracht in Amerika noch so viele Jahre. Aber du hast gesagt zu erzählen. Aber Jiddisch habe ich nicht übergelassen, weil ich gehe zurück, wie oft ich kann. Ich trete auf Jiddisch in Israel. Ich habe aufgetreten, mit der Volksbühne 2-mal. Dennoch haben wir gemacht in Israel 2 Vorstellungen mit Jiddisch Spiel, die jüdische Theater in Israel. Ich habe ein wunderbares Konzert aufgeführt mit Juden zurück, mit Lia Koenig. Lia und ich, wir haben ausgeführt Echala Tarbut, the Man Auditorium in Tel Aviv, mit einem jüdischen Konzert. Also ich habe jetzt aufgenommen, jetzt geendigt, aufgenommen knapp 30 Lieder von Warschawski, von Mark Warschawski, was wir haben entdeckt. Ich habe sie aufgenommen als neue Lieder und wir gehen das herausgeben in ein paar Wochen. Wunderbare Lieder von Warschawski, was er geschrieben, die Musik, die Wörter. In einer Sache von die Lieder hat man noch keinmal nicht gehört. Ich gehe und jetzt haben wir gemacht eine Megille. Ich probiere was mehr als Menschen über der Welt. Man lernt Jiddisch in Universitäten über der ganzen Welt. Aber mein Ziel ist, man soll nicht vergessen, man soll noch kennenlernen, wie Jiddisch klingt. Zum Euer von Menschen, was kommen von den Wurzeln von Jiddisch. Sie du hast der Klezmer, was ist geworden populär. Aber mir hart ist, was von die Menschen kommen zurück zu Jiddisch, aber sie kennen nicht, sie wissen nicht, wie Jiddisch darf klingen. Sie sind fremd, und das ist mein Ziel, als Menschen sollen noch kennenlernen. Ich fühle, als ich bin einer von den letzten
ringlich in dem Kate, dem goldenen Kate von die jüdische Akteuren von Amul, und ich soll noch kennen, das übergeben zu dem Publikum und zu die jungen Menschen Heintigstug. Ich bin gewesen dort, von mir ist es nicht Historie, ich habe es übergelebt als ein Kind. In die alle große Artisten sind gewesen, Mischpoche zu mir. Ich habe viele gehabt, im Covid zu spielen mit Maurice Schwarz. Ich habe eine Sache gelernt von Schwarzen. Ich hoffe, dass, nach einer Sache Jahren, allebei, ich soll kennen, jedes Mal zurückkommen. Ich tue eine Sache jetzt, du in Amerika, ich habe regissiert einen israelischen Film wegen der 6-tägigen Milchume, was ist geworden sehr populär über die ganze Welt, Azimuth. Aber für mich Jiddisch ist sehr, sehr wichtig. Ich miss das noch, wie viel ich kann, noch auftreten auf Jiddisch. Ja, Sach hast du schon aufgetan. Ich will euch ermahnen, als ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Und mit dem haben wir verendigt dem ersten Teil von dem Interview mit Mike Borstein. Und dem Hemmschach will mir hören über 8 Tage Mittwoch, dem 3. März. Ich will bedanken Mike Borstein für dem längeren Interview, wie euch meine Mitbeteiligten im Programm David Braun und Sholem Beinfeld. Und jetzt hört kurzen Annons von Kolja Borodulin von dem New Yorker Arbeiterring. Und beim Sof, in der Zeit, was Distanz wird uns geben, wollen wir aber der Herren die Megillah von Itzik Manger von der Musical von die 60er Jahren mit der Yisrael Dicker Truppe. Hat Anoa und hat a freilichen Purim. Teure Zuhörer von der Schule. Ich heiße Kolja Borodulin und ich bin der Direktor von jüdischen Programmen beim Arbeiterring. Ich will euch herzlich begrüßen und wünschen einen freilichen und riker gesunden Purim, euch und eure Mischpoches. Und ich will sagen ein paar Wörter wegen unserer Klassen beim Arbeiterring, wo seien jetzt alle virtuelle Klassen, für alle Madreiges, und als verschiedene Aspekten von der jüdischen Sprache, Literatur, Geschichte, Musik. Wir legen vor 53 Klassen für die Anhebers, mittlere, avancierte Studenten, wie euch etliche verstanden für Klezmermusik und Jiddisch Lied. Zwischen unsere anerkannte und hochschule Lehrer seien David Katz von Wales, Itzhak Niborski von Frankreich, Avrom Lichtenboim von Argentinien, Gennady Estreich von England, Daniel Kahn von Deutschland und asachige Amerikaner Lehrer Sheva Zucker, Miri Karal, David Braun und noch. Es freut mich sehr, euch zu sagen, dass dem Semester haben wir schon 480 Studenten, was haben sich verschrieben auf früher der Monte-Klassen. Und die Themen sind sehr anders und man kann finden, a passig Ort, ob man ist verinteressiert in der jüdischen Sprache und Kultur. Ich verbete euch herzlich, Anteil zu nehmen in unsere Klassen. Ob ihr seid verinteressiert, sehr gering zu verschreiben, www.sokol.org, Jiddisch und Registratie. Seid mir alle gesund und schäferisch.
schauen still, seit Frieden schauen still. Wir fangen an dem Purimspiel. A Purimspiel gegangen, wo sagt 1000 Tamen. A Purimspiel gegangen, wo sagt 1000 Tamen. Seit Frieden schauen still, seit Frieden schauen still, seit Frieden schauen still. Wir fangen an dem Purimspiel. Wer es wird es lehnen, wird wie a Biber weinen. Und wer es wird es hören, wird lachen mit Tränen. Und gehen sie alle stille, die Helden von der Megille. Ach, ein schwerer der König, wo Zwiebel trinkt, ist im Wein. Es Malke de Grine und was die in der Krenoline. Mordge de Kuch.